«Meine Küche, deine Küche». Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche. Vier Kandidatinnen und Kandidaten, ein Wochenmotto. Mit dabei sind der Samuel, die Nadine, der Hans und die Elisabeth. Ich glaube, für alle ist mega die Herausforderung, so das Motto umzusetzen, so was aus der Kindheit, vielleicht was man nicht jeden Tag selber kocht. Ich habe mich mega gefreut über das Motto. Ich koche heute einen Rinderbraten an einer Rotweinsauce mit Trüffelschaum, zweierlei Herdöpfel und Rüebli dazu. So würde ich mal nicht drin tun. Und kann in der Zwischenzeit schon mal das Ei trennen. Und das Eigelb allein kommt einfach auch noch dazu. Einfach von außen nach innen kleine so Tüpfchen machen. Gut miteinander. Also Herdöpfelstock, der war sehr fein. Dann das andere ist Herdöpfel, wie heisst das geheißen? Pomme Duchesse. Bin ich nie ein Fan von dem. Ich habe gefunden, das Motto ist mega umgesetzt. Ich habe die Kindheit nicht dort gesehen im Menü. Ja, nicht so ganz umgesetzt. Ich koche heute was mit Bezug auf die Kindheit. Gefüllte Königspasteten mit Brokkoli und Speckbohnen. Das Gute ist, es muss auch gar nicht so super gerade sein, weil das sieht ja nachher wird ja Blätterteig. Das heißt, wenn es aufgeht, dann sieht man das sowieso nicht mehr. Somit sind sie schon ready für den Ofen. Kommen wir zum Herzstück, zur Füllung. Und ich würde sagen, ich starte damit, dass ich das Kalbfleisch schneide. Einfach so, dass sie nachher gut in die Pastetchen reinpassen. Das können wir jetzt nicht stressen. Das braucht seine Zeit. Jetzt kommt Roséwein rein. Riecht auch gut. So, und der letzte Teil ist jetzt noch die Milch reinzukippen. Und jetzt gilt es nur noch rühren, rühren und Geduld haben. Und schaue, dass ich die halbwegs ganz rausbekomme. Die sind auf jeden Fall groß genug, dass genug Füllung reinpasst. Das ist schon mal super. Dann für dich Königspastetli. In dem Fall für die Königin, wenn ich die Prinzessin bin. Dann Ich bin überwältigt. Es hat den Namen verdient, Königspastete. Füllung war so, wie sie es beschrieben hat, aus ihrer Kindheit. Ist das wirklich ein Rezept jetzt von den Eltern oder der Mutter her? Das Motto ist Umsetzung 100%. Ich koche heute eine klassische Südfleischsuppe. Mit dem Fleisch mache ich ein Carpaccio, dazu ein Vinaigrette und serviere es mit einem Appenzeller Käsekuchen. Das ist unser schönes Südfleischstück. Das legen wir in die Pfanne. Jetzt ist bis auf die Zwiebeln das restliche Gemüse alles drin. Die kann man jetzt so in die Suppe nicht tun. Was da reinkommt, ein bisschen Bouillon. Das Ganze jetzt unter grosser Hitze einmal aufkochen. So, das ist der Kuchenteig. Das ist der Appenzeller Käse. Und der Rahm. Und noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ein bisschen Rand müssen wir haben. Nicht, dass der Käse darüber ausgeht, das wäre dann nicht so schön. Jetzt geht es für 20 Minuten in den Ofen rein, bei 200 Grad. Ja, das sieht so schön aus. Da. Jetzt kann ich das Gemüse rausnehmen. Und das Fleisch tut weiter im Sud köcheln. Der Käsekuchen ist fertig, sieht gut aus. So, mittlerweile ist das Fleisch fertig. Das Wichtigste vom ganzen Essen, die Suppe. Darf ich das euch gerade so überreichen? Soll ich dir sagen? Das geht also. Die Suppe an und für sich hätte für mich ein bisschen salziger dürfen sein. Die Suppe war super. Der Käsekuchen war der Hammer. Also die Hüpfleischsuppe, die mit Mutter gemacht. Vielfach am Samstag. Das Fleisch, für das, dass es wirklich Südfleisch war, wie ich das auch kenne, ist das eine Top-Qualität. Für mich hat der Hans das Motto perfekt getroffen.
Das Menü, das ich heute koche für meine Gäste, ist Knusperfisch mit Remoulade, Salzkartoffeln und Spinat. Jetzt mache ich hier das Paniermehl mit dem alten Brot. Dann hole ich jetzt den Fisch. Die tue ich jetzt salzen und pfeffern. Ich tue das ganz klassisch panieren. Zuerst ins Mehl, dann ins Ei und dann ins Paniermehl rein. Ich tue die Eglifiletstückchen auf jeder Seite anbraten, einfach, dass sie schön goldbraun sind. So, ich hoffe, meine Gäste haben Hunger. Gruß vom Bodensee. Oh, wow. Oh, ich bin so happy. Mein Wunsch wurde erhört. Danke, Elisabeth, für den Fisch. Es war dann nicht knusprig, ist mir eigentlich fast gleich. Nur hat sie den Titel nicht dürfen nennen auf knusprige Fisch. Knusperfisch knusprig zu machen, und das hat sie auf jeden Fall geschafft. Mit dem Motto, das hat sie aus meiner Sicht sehr gut getroffen. Wer gewinnt den Electrolux-Gutschein im Wert von 1000 Franken? Jetzt bin ich gespannt. Wow. Unglaublich, ja. Natürlich freue ich mich. Aber ich habe tatsächlich 4-mal tolles Essen gehabt. Und wir lagen ja auch mega nah beieinander. Meine Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche.